Die Abenteuer für Elfen und KKG gehen weiter. Hier bei Tales of Arise in weißen Silberebenen. Und ja, es ist halt so ein Spiel, was wieder, ja, wie soll ich sagen, ne, zum wieder irgendwie einsteigen. Wenn man länger nicht gespielt hat, eher ein bisschen, ja, nicht unbedingt mühsam ist, aber halt dort ein bisschen herausfordernder. Auch im Kampfsystem und so. Und dann aber andererseits, wenn du da drin bist und so, nach der Story folgst, denkt man sich so, jetzt will ich aber nicht aufhören, ich will weiterzocken. Aber, wie es halt so oft der Fall ist, man muss halt trotzdem dann mal kurz innehalten und was anderes machen. So, das aber nicht heute, jetzt müssen wir natürlich erstmal zocken und zwar Hochland, Hut, okay, benachbarte Karte, was auch immer für eine Karte sein soll. Was überhaupt? Okay. Wir gucken mal, was wir heute alles so erleben werden, ob wir noch irgendwelche Gegner mitnehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Gelootet hier? Okay. Der Kartosaurus hätte ich noch nicht gemacht, aber gut. Ein paar Zeugels! Was ist der Zeugen hier, wa? Mirage. Ja, viel HP haben wir auch nicht mehr. I noticed the Zeugles here are a lot different from what we're used to back in Calaglia. It's because this realm is so cold. I imagine they had to be adapted to fit the climate. Meaning if we hit them with fire arts, it should be extra effective against them. Das Klima, sie mussten sich anpassen. Warum fällt mir bei sowas in letzter Zeit immer wieder ein bisschen die Pokémon-Reihe ein? Also seitdem sie ein Pokémon mit den Regionalformen kam, ne, seit der, was jetzt? 6. Gen oder 7.? Ne, haben wir erst mit Alola angefangen, ja, genau. Mit der 7. Generation. Ich meine, im Prinzip eine geile Idee und so, gar kein Thema. Nur manchmal frage ich mich so, okay. Ich war ein bisschen übertrieben wiederum, aber hey. Das kann man sich eigentlich überall fragen, bei jedem neuen Feature wiederum. Also sobald man irgendwie etwas mehr als einmal einsetzt, ist nicht übertrieben, warum jetzt doch? Warum kann das mehr als nur ein Wesen, sage ich jetzt mal. Oder ein Pokémon in dem Fall. Das wäre etwas so, als würde man jetzt hier bei Elfen sagen, hey cool, er kann so ein Flammenschwert ziehen aus dem Meisterkern. Plötzlich treffen wir im Verlauf der Geschichte auf andere Typen, die mit dem Meistercore alles Gleiche machen können. Denke mir auch so, warum? Warum können die irgendwie vielleicht aus ihrem Meisterkern statt ein Schwert irgendwie vielleicht einen Bogen ziehen oder sowas? Das wäre zumindest ein bisschen innovativer. Das meine ich eigentlich damit. Ja, das war noch cool. Wir fliegende Zeugels. Jetzt mal eine kleine Tomate. Ich weiß also Tomaten interessant. Ja. Okay, Knochen war nicht sehr viel. Oder weg. Ich wollte gerade schön die Combo starten und so, nö, geht nicht mehr. Ja, super. Tomaten. Was es nur in kälteren Regionen gibt. Theoretisch unmöglich. Oh, noch ein großer Teugel. Da mache ich erstmal einen kleinen Blatt. Doch, einen kleinen. Consider yourself finished. See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Steering flame! Reload! Primed and ready! I never miss! Take this! How's this? Do it! This ends now! Consider yourself finished. Man wird ziemlich oft einsetzen, war krass.
That's some power you wield. You're Jetzt the one who irgendwas did the anderes heavy gemacht als lifting. sonst? Kam eigentlich nicht so vor. Immer schön looten. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Team soweit aus? Ja, immer noch Level 11, ja. Kann man so machen. Schon den nächsten Zeugel. Ah, okay, kann ja noch ein bisschen mich bzw. uns erholen. Machen natürlich auch, aber ich mache erstmal ganz kurze Viecher hier. Glaube ich, keine Alphas. Out of our way! Severing wing! Run you through! You're on! See ya! You're mine! Talon sword! It's over! Magna Ray! Sonic thrust! I'm on Pierce through! I'm on it! Eigentlich sind Zeuge wie diese hier relativ easy zu besiegen. Door. Ja, You're mine! Timing vom Ausweichen. Bin ich immer zu früh. Oh. Emblem erworben, Schione Bombe. Ohne niedergestreckt zu werden. Alles klar. Ja, ich würde gerne bei ihr lieber sowas machen. Ich lieber auch ein bisschen die passiven Fähigkeiten trainieren. Ja, komm, machen wir das hier bei ihm. That was almost too easy. C4 lieber nicht so großkotzig sein. Man weiß nie, was in der nächsten Ecke auf einen lauert. So, ansonsten hier nicht so viel los. Also erstmal entspannen, war wieder sagen. Would you like to warm up some? Aren't there people in there? You should let yourself unwind when you get the chance. I guess there's no arguing with that. Hey. Hey, ist hier noch etwas Platz für uns? Dieses Feuer verurteilt niemanden. Jeder ist jetzt reingeladen, seine Wärme zu genießen. Hey! Elfen, warte! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Ich weiß, ich möchte nur ein bisschen mehr über unser neues Reich erfahren. Ich sehe, ihr habt eine Menge Gepäck dabei. Stellt ihr da mit euch herum? Das sind mehrere Waren zum Verkaufen, wie Medizin. Dazu kommen meine Werkzeuge, mit denen ich von Zeit zu Zeit Zubehör aus Erz herstelle. Oh? Hast du gerade Zubehör gesagt? Du meinst, die Leute hier unten auf Dana tragen die auch? Jetzt bin ich interessiert. Bist du ein guter Handwerker? Ich sage dir was, ich werde mir einige deiner gefertigten Sachen selbst ansehen. Whoa! Hä? Metallgravierer, hä? Oder Gravierer. Der Metallgravierer, ist ja richtig gravierend, kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, das du an Abbaustellen förderst. Ah, dafür ist der Schrott da. Wenn du ein Zubehör verbesserst und eine neue Fertigkeit dafür aktivierst, kannst du die Fertigkeit sogar auf neues Zubehör übertragen. Okay. Muss mal fertigen. Also wir fertigen. Ja, die haben wir. Vergiften, annullieren, Fertigkeiten. Erze kann bis zu 4 Fertigkeiten besitzen. Krass. Das ist so ein Giftamulett. Gegengiftstein. Ja. Schokomol-Amulett, bla bla. Kriegeremblem. Einen davon haben wir ja auch schon. Okay, mit dem totalen Angriff und Verteidigung. Gut, macht natürlich Sinn. Kriegeremblem machen können wir noch gar nicht. Wir könnten ein Stichemblem machen. Okay, was mit aufwerten? Ernsthaft? Ich kann gar nicht abbrechen? Ich muss ja das herstellen. Machen wir nochmal den hier, Stichemblem. Ah, jetzt kommt es darauf an, was wir für Erze haben, auf welchem Rang die sind. Gucken wir einer an. Hä? Ich bin offenbar mit
Dreieck irgendwie den Modus irgendwie switchen, aber... Oder die Sortierung oder was auch immer, die Informationen einfach, aber es passiert gar nichts. Seltenheit, Erhalt. Okay, von mir aus. Das hier, neue Fertigkeiten, Verteidigung plus 20, mehr Seltenheitsfunde, S. Kann man versuchen, wa? Wenn ein Zubehör verbessert, erhöht sich sein Level und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Und benötigt für Ärzte ein anderes Zubehör. Je seltener beides ist, desto mehr Level steigt ein Zubehör beim Verbessern an. Macht Sinn. So, jetzt geht's, okay. Stichemblem. Alles weiter kann ich so aktuell noch nicht machen. Okay. Kann ich einen Vergiften annullieren. In dem Parallaxstein, Wind, Erdschaden minus 10%, Erdschaden plus... Okay, seltsamer Ding. Resistenz, Lähmungsresistenz. Maximaler KP plus 200. Und der noch drauf? Der will irgendwie Giftresistenz machen. Parallaxstein. Lähmungsresistenz, Lähmung annullieren. Ja, kann ich beides machen. Durchdringen habe ich eigentlich schon. Wasserschaden. Licht-Dunkelheit-Schaden, minus 50%, maximaler KP. Resistenz plus 30%, Lähmungsresistenz plus 25%. Noch den so drauf? Ja, komm. Versuchen wir es mal, wa? Aber eben, jetzt die Fertigkeiten, die ich jetzt vom Material genommen habe, die haben jetzt nichts dazu gebracht. Die habe ich jetzt quasi verschenkt. Die ich jetzt bisher hatte. Eigentlich wirklich so, dass ich halt die Fertigkeiten, die ich jetzt hier habe, nicht irgendwie übertragen kann. Als Stichemblem, ich kann höchstens dessen Level stärken, damit ich dort halt neue Fertigkeiten freischalte. Und ich kann theoretisch hier, weil ich so viele Gegengiftsteine habe, ich habe halt jeweils nur einen Rang, deswegen dauert es ein bisschen. Zum Beispiel den nochmal machen und dann, wenn ich lustig bin, nochmal so einen durch Stufe 3. So, noch mehr aufwerten könnte ich den jetzt nicht. Ein Handelswaren verkaufen, Eisenstück, ja, kann man machen. Scharfer Zahn kann man auch verkaufen. Ich hätte genug davon. Offenbar kann man es zum Verbauen nicht brauchen, wa? Und? Was sagst du über den Test bestanden? Right. Nicht übel. Nicht das Schönste, was ich gesehen habe, aber zumindest sieht es praktisch aus. Ich weiß nicht, was das so schätze, meine Dame. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Mach du das, Elfen. What? Was? Es ist kalt hier draußen. Setzen wir uns und essen was, damit wir uns etwas aufwärmen. Gute Idee, aber ich habe keinen großen Hunger. Was sonst was essen wollen? Na schön. Just great. Wenn ich es mir recht überlege, wir müssen etwas essen, Leute. Alright. Was? Ein Karmesin-Krähen-Rezept, okay. Nice. Was für ein Schmaus. Du kannst echt besser kochen, als ich dachte, C4. Right. Ja, das war echt gut, danke. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Right. Willst du noch einen Teller? Wie du schon sagtest, es ist nicht gut, mit leerem Magen zu kämpfen. Nein, danke. Chione, iss das verdammte Zeug, sonst schmeiß ich es weg. Na gut, wenn du drauf... Na gut, wenn du drauf verstehst. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen typisch Frau. Also natürlich nicht bei allen Frauen logischerweise, aber es gibt doch sehr viele, wo sie ja in der heutigen Zeit immer noch feststellen, die irgendwie das Gefühl haben, ja komm, ein Teller reicht, mir, auch wenn ich noch immer noch Hunger habe, mehr muss ich nicht, weil sonst wirkt es irgendwie ungehobelt oder ich wirke verfressen oder so. Das ist ja totaler Bullshit.
Da muss jeder für sich selber entscheiden können in dem Moment, weil je nachdem, was man alles schon getan hat, wie lange man schon unterwegs war und so weiter und so fort, ändert sich das halt alles. Also, da gibt es so viele Aspekte, die dafür sorgen können, dass man halt ein bisschen mehr Hunger hat, gerade als sonst es vielleicht auch normal wäre. Oder vielleicht schmeckt es wirklich so gut, dass man sich denkt, hey gut, jetzt habe ich nochmal oder immer noch Hunger. Es soll noch 3 Versuche dauern, bis Shonen zufrieden war. Oh, Rezept für Gemüsesuppe. Ja, vor allem bei Suppen, also sorry, von Suppen wirst du eh nicht satt. Happy now, Shion? Yeah, I'd say so. She better be, after all she ate. I stopped before I was full, though. What? Haben wir sie da aufgefüllt? Ja, sind wir. Also, ich hätte gerne mal ein besseres Schwert, wenn ich ganz ehrlich sein dürfte. Nach eine bessere Rüstung. Lass mal gucken. Also. Mir würde ja der Angriff flöten gehen mit dem neuen Emblem. Aber dafür Durchdringen und Verteidigung hoch. Jetzt ist die Frage, ist für mich richtig? Sollte vielleicht Verteidigung eher ihr geben? Ich meine, im Prinzip müsste es natürlich demjenigen geben, der sowieso die Aggro auf sich zieht und deswegen irgendwie ein Tank wäre und so. Aber aktuell noch nicht so richtig im Team und immer gehen sie ja doch nicht wirklich auf mich los und eben auch auf andere. Ja, hier, bei ihr wird das Stichemblem, das neue sich jetzt lohnen, weil es jetzt sowieso ein Stichemblem ausgerüstet, aber das neue hat dann noch ein bisschen Zusatzeffekte drauf. Ja, auch Verteidigung und deswegen würde ich mal sagen, lohnt sich. Passt. So, was ist eigentlich hier drin? Hochlandhütte. Dana. Die Heimat der Danäer. Dana und Rena. Ja, aber mittlerweile geschnallt. Weil die Namen halt doch sehr ähnlich sind, deswegen hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe mit der Unterscheidung. Hühnchen. Weiße Silber... Was? Ah, da, okay. Da hatte ich gerade, hä? Kamin, weiße Silberebene, ne? Da wäre jetzt ein bisschen creepy. Okay, off we go. Offenbar. Die Mons sind wieder da, das soll mich jetzt aber nicht weiter kümmern. Schnellreise hin, natürlich immer sehr cool. Dann gehen wir doch erst mal rechts und dann direkt runter und gucken mal, was wir dann noch für Items finden. Natürlich hier und da Zeugels, das ist mir sowieso sowas von klar. Da kann ich einen Teil von ihnen jetzt aus dem Weg gehen. Sind wieder neue Zeugels. Gut, die wollen unbedingt was auf die Fresse haben, können sie haben. Normally I don't pick on the weak. Win! Mirage! Already through! It's over! Searing Here I flame! come! Reload! Here I go! Severing wind! It's on! Burn! I'm on it! By the See power ya! of You're water! mine! So schnell kann's gehen. So, irgendwo hier runter müssen wir. Da hat's noch mehr Viecher. Ja, servus, ja, servus. Hab ich. Win! You're surrounded! Just stay calm! Take this! It's over! Talon Store! Touch cannon! Pierce through! Sonic thrust! Pierce! Okay, das wäre ausgewichen. I've got this! Let a marksman handle it! Mortal blade! All yours! Burning strike! Flash cannon! Win! Searing flame! Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. How's this? Sonic thrust! That is coming! Geht das hin? Okay. That was almost too easy. Ja, du hast wie immer eine große Klappe, Sephir. Aber ihm ist halt so, da steht auch was dahinter, also. Bisschen Rosmarin, kann auch nicht schaden. Weil mich gerade jetzt bei Elfen fragt. Hä?
Jetzt. Weil ich mich gerade bei 11 nach frage mit den Artes. Also irgendwie Schwalbenklinge, rauer Wind. Ja, ist halt ein Move nach oben, das ist klar. Irgendwie vielleicht mal ein bisschen was Geileres auch. Ich nehme es ein wenig Inferno-Sturm, weil ich dann noch nichts anderes habe. Oder vielleicht hat einen Schallstoß, weil flammende Scheide, Inferno-Sturm, ja. Die anderen Dinge haben wir gar nicht, aber mal hier, Zerstörung. Eigentlich schon ein Thema sind. Ah, hier sind die, wa? Nämlich statt Inferno-Sturm müssen wir irgendwie mal noch die anderen Dinge hier kaufen. Das ist verdammt viel FP. Da schauen wir Niederstrecken. Flammende Schneideexplosion. Ja, das ist schon mal wichtig, dass wir ein paar andere Arten uns freischalten. Aber hey, andererseits, wir müssen noch so viele Dinge tun. Wir sind ja immer noch relativ am Anfang des Spiels, würde ich jetzt mal behaupten. Ich gehe gleich mal nach rechts rüber. Ja, Knurr, Knurr. Das ist eigentlich für Viecher, wenn man fragen darf. Berserker. We have no choice. Let me know if you need healing. Here, let me help. Destruction! Don't go charging off like that. Fly. Here I go. You're mine. Let the marksman handle this. Mirage! This Where one's are you all mine. going? I'm on it. You picked the wrong fight. Coming. Talon Storm. This is it. Dig deep. I'm out of Nein, ammo. voll ausgewichen. Here, let No me help. excuses. This is up to us. Take this. This is not going to plan. Severing wind. Talon Storm. Tusk cannon. Wind. Here's a healing art. Mirage. Wind. How's this? Here I go. See ya. Destruction. Crush. Destruction. Do it. I'm on. You're mine. Chill. This ends now. Consider yourself finished. I can feel my power growing. Der Ofenrauch. Die waren ja ziemlich übel. Hui. Kein Fallschaden, wie geil. So, 11 mit aufsammeln, Duldanerz, okay. Trank des Lebens. Nehme ich immer gerne mit. Immer gern gesehen, auch wenn es irgendwie zum Teil ein bisschen angsteinflößend ist, zum Trank des Lebens. So, ansonsten, vor allem noch Monster. Logischerweise habe ich irgendwo auch mal noch ein paar Dinge übersehen. Ja, vermutlich, so wie es aussieht hier oben. Kann ich ein bisschen weg von dem Viecher? Nee, natürlich Gotta break nicht. through. Wind. How's this? Mirage. Had it coming. Take this. Here I go. It's over. Severing wind. I'll run you Mirage. Searing flame. Reload. Take this. You're Slice. searing flame. There. Got I'm on it. I'm not done. Catch you right up. Wind. Okay, schon weg. Ich will eigentlich I can feel Shion's my move. precision improving. das andere Viech absparen. Aber okay. Ja. Wenn wir sagen, wir lassen die Zeugel hier Zeugel sein und gehen direkt in die Stadt. Oder das ganze Gebiet oder was auch immer das sein soll jetzt hier.
Houses in a place like this. People really live all the way out here? The whole area is just little villages. This one's Messia 224. Wait, I hear something. Sounds like people arguing. Bureau agents. The Snake Eyes must be here. We should sneak past them. That was my original plan, since you all stick out so much. Why? In case one of your people tattles on us? It's the Renans who are making us do it. Oh yeah? Like this Renan who you need to save your people's skin? Oh, that's rich, coming from the Bright Eyes, whose people are the reason we're in this mess in the That's first enough. place. But she started it! 3 centuries of resentment is too much to lay at a single person's feet. Same goes for you, Shion. You can't ignore the past when speaking of the present. Now, what's going on in that village? If I were to guess, someone tipped off the Snake Eyes and they're here to make an arrest. You'd better not be about to suggest we get involved. I'm here for the Lord's head, and nothing more. That go for you too, Alphen? Why did you come? Why? To liberate this realm's slaves, of course. Are you still a slave? Me? No. Then tell me what it means to live unshackled. I'll tell you what it means. It means living on your own terms, being your own master. Thinking and making decisions for yourself, and being prepared to accept the consequences. Understand? Yeah, I think so. Good. So prove it to me. Shion. Don't start with me. I'm not going, and that's that. I understand. Just wait here with Rinwell till we get back, okay? You're going in without the sword? Looks to be that way. This is my choice, after all. Your choice? Listen to yourself. That sword's useless to me without someone to use it. You go dying on me out there and you'll put our whole mission in jeopardy. But I need us all to make it safely to Sisloden. Too many sacrifices have already been made. We came here to put a stop to any more. You've sacrificed something too, huh? Hide somewhere until it's over. You hear me? Damn those Renans. I hate seeing Danon suffering under them here, too. I'm surprised you're so angry about it. You're not even from here. It doesn't matter where I'm from. Enough is enough with these people. Harte Worte, Elfen. Denn, wie bereits ja erwähnt, auch von C4, dass ja nicht irgendwie alle Renéer daran schuld sind, sondern halt der Teil, der uns bekannt ist, oder vor allem auch der Teil, der sich nicht dagegen wehrt. Aber ja, die genauen Umstände, die genaue Geschichte von allem, sag ich jetzt mal, was Tales of Arise ausmacht, wird uns wohl erst noch so bewusst werden, wenn es wirklich so weit ist, wa? Und ob es noch mehr wie Shione gibt, die, na gut, wobei Shione, wollte ich sagen, die irgendwie für ein freies Reiter für einstehen oder die nicht unbedingt damit einverstanden sind, wie es momentan hier so ja, zu und her geht, wobei Shione ja auch ihre eigene Beweggründe hat, logischerweise. Da bin ich mal gespannt, ob es dann noch irgendwie noch mehr Konstellationen gibt und vor allem, ob unser Team noch mehr und mehr anwachsen wird, eben auch mit Renéer, nicht nur mit Danéern. Oder Danéer, wenn man es ja aussprechen. Und natürlich vor allem, ob Elfen wirklich ein Renéer ist oder vielleicht auch einer von ihnen. Naja. Wie immer sei, Freunde, wie es weitergeht, nächste Folge zurück bei Tales of Arise. Dann aber endlich ins Dorf und mal gucken, was da soweit alles abgeht, wa? Bis dahin, bye bye.